Hallo und herzlich willkommen zum Livestream heute. Ich bin euer Gastgeber, der lustige Sprecher, und ich kann es kaum erwarten, euch durch ein spannendes Programm zu führen. Aber zuerst, lasst uns über diesen YouTube-Kanal sprechen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Denn bei Bavarian Sky Pixels gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Es wird sicherlich eine unterhaltsame und atemberaubende Reise für uns alle. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und jetzt viel Spaß mit dem Livestream. Ja, schönen guten Abend. Richtig geil, man drückt auf Start und bekommt eine Fehlermeldung. Jetzt hoffe ich, dass alles klappt soweit. Test 1, 2, 3 Test. Ich hoffe, es klappt. Ich habe Schwitzehände, brutal. Drücke auf Start, heißt Fehler. Cool, super. Und wie schaut's aus? Schaut, glaube ich, gut aus. Ihr versteht's nicht. Test 1, 2, 3. Test. Könnt ihr mich hören? Läuft, super. Servus, guten Abend. Alter, ey, sind da schon Haufen Leute da? Seid ihr verrückt? Ihr seid so irre. Wahnsinn. Computer, wie begrüßt man Zuschauer? Übersetzt von wpbeginner.com. Wenn Sie Benutzer mit einer Willkommensnachricht begrüßen, können Sie das Engagement auf Ihrer Website steigern, da sich die Nutzer dadurch willkommen und umsorgt fühlen. Ah, Computer, danke. Immer wieder gern. Also Benutzer soll man mit einem Begrüßungstext begrüßen. Das ist ja cool. Ich habe natürlich einen Begrüßungstext schon vorbereitet. Und zwar Begrüßungstext. Servus. So, dann haben wir die Begrüßung auch abgetan. So schnell geht es bei uns, Begrüßung fertig. Ach, ist das cool. Jetzt schauen wir hier. Also es ist ein bisschen doof bei mir, weil ich nämlich da oben den Chat laufen und es dauert immer so 2, 3 Minuten. Also es ist nicht so ganz synchron. Also bitte entschuldigt, wenn es beim ersten Stream nicht so ganz läuft. Ich habe mir jetzt überlegt, wie ich am besten anfange. Wenn irgendwas ist, technisch irgendwie zu laut, zu leise, irgendwas, dann sagt es bitte einfach. Ja, mein erster Stream. Ich würde sagen, ich stelle mich einfach mal vor. Fangen wir ganz locker an. Mein Name ist Markus. Ich bin 25 Jahre alt, Single und Millionär. Gut, das mit Millionär war gelogen. Nee, ich mache schon seit vielen Jahren mache ich schon YouTube. Kurz und knackig, perfekt, würde ich auch sagen. Cassandra, cool. Und nicht immer unter dem Namen, sondern eigentlich auch unter einem anderen Namen. Ich kann euch das einfach mal kurz zeigen. Ich habe das alles super vorbereitet, schaut's mal. Da kann ich auf den Desktop wechseln. Und ich habe da heute mal und gestern runtergescrollt und mal geschaut, wann ich eigentlich mit YouTube angefangen habe. Mein erstes Video war am 10.07.2007. Also so lange bin ich schon auf YouTube unterwegs. Und mein erfolgreichstes Video, das habe ich früher selber nicht geglaubt, das war 2008 mit fast 400.000 Aufrufe. Das war ein totales Scheißvideo. Von meiner brüllenden Katze am Fenster. Das waren richtig coole Zeiten. Da ist eine gute Vergütung bei YouTube gegeben. Also wir reden im dreistelligen Betrag, habe ich da damals gekriegt. Ja, und dann hat es angefangen mit Drohnenfliegen bei mir. Das war ungefähr vor 2 Jahren. Und da haben wir so erstmal die Holy Stone gehabt. Vielleicht kennt das jemand, das Mistviech. 3 Kilo mörderisches Teil. Ohne Kenntnisnachweis, ohne alles. Sind wir einfach mal losgeflogen. Waren begeistert von den Aufnahmen. Heute sage ich, um Gottes Willen, wie kann man sowas machen? Und dann haben wir uns eben eine größere Drohne gekauft. Mittlerweile waren es dann 3 Drohnen. Und dann haben wir für die ersten Leute Fotos gemacht. Und dann haben wir da ein bisschen Geld bekommen und da ein bisschen Geld bekommen. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist ein bisschen scheiß gefährlich, Christian. Und mega Schwarzarbeit, ein Gewerbe angemeldet. Und dann hat das auch nicht mehr so gepasst. Dann haben wir überlegt, wo können wir die Videos irgendwo bunkern. Ja, auf YouTube. Und dann ist Corona dazwischen gekommen. Dann haben wir angefangen, so kleine Filmchen zu drehen. Und genau, so bin ich jetzt immer mehr dann zu YouTube gekommen eigentlich.
bloß kurz zur Vorstellung, wie ich eigentlich zu dem ganzen Schmarrn da gekommen bin. Genau. Und für alle Leute, ich sehe jetzt da sehr viele Leute da sehe ich jetzt aus der Drohnen-Community, der liebe Jörg, der Dronegrapher ist da, der Theo Kötter ist da, Podrocker, die Podrocker sind hier vertreten, die Cassandra ist da, der Christian natürlich, Christian, ich grüße dich, Zitronenkoyote Media, die Geschichte über deine Haare, habe ich mir gemerkt, gell? Dann Cassandra, Holsteiner Fotodern. Was heißt denn eigentlich Dern? Das klingt fast wie Dirndl. Heißt das Mädchen? Ich glaube, das heißt Mädchen. Und die Elisabeth ist da aus Wien, ist ja auch cool. Bei uns sagt man nicht Elisabeth, sondern die Betty. Der Christian Heigl ist da. Ey, ihr seid sehr verrückt. Glanzfilmfabrik war heute auch schon kurz da, der kommt später, wenn ich lang streamen sollte. Aber ich glaube, 5 Stunden schaffe ich nicht. 5 Stunden schaffe ich nicht. Wieder Ehrenwerte. Ja, richtig cool. Also ich habe mir für heute überlegt, also kurz zur Erklärung. Normalerweise ist ja Samstag immer Podrock, den wir uns immer anschauen. Ich glaube, da wartet jeder drauf. Jetzt, ja, ach so, das war nicht die Haare von deiner. Ah, okay. Bildnagel ist da. Ey, grüß dich, servus. Oh, ihr macht's mir echt verlegen. Ja, ich habe Lampenfieber. Ich hoffe, das wird dann später besser, nach den ersten halben Bier. Also nochmal, Lissi. Also wie gesagt, wir schauen normalerweise immer den Podrock. Der ist, Uwe machte das jetzt bloß, oder immerhin jeden zweiten Samstag. Jetzt hat ihn leider die Krankheit erwischt und fällt aus. Und da hat mich jemand gefragt, ey, hast du nicht mal Lust zum Stream? Das war gestern abends. Ja, nichts vorbereitet, gar nichts. Genauso unvorbereitet bin ich auch. OBS alles eingerichtet und dies und das und es hat nichts funktioniert. Und wie gesagt, beim Stream starten ist mir das schon irgendwie abgekackt und jetzt glaube ich, läuft es einigermaßen stabil. Und ja, und jetzt hocken wir alle zusammen und ich finde das richtig cool von euch, richtig cool. Also ich freue mich über jeden von euch, das ist gigantisch. Wobei mir wäre das egal gewesen, wenn ich für 2 Leute streame, hätte ich es auch für 2 gemacht. Genau. Und ich habe mir überlegt, wir schauen uns so, wenn ihr Bock habt, der Titel heißt ja Watch Together, Schmarrn und Ratschen. Wir schauen uns so die Kanäle an. Ich habe da schon einige im Auge. Oder wenn jemand will, schauen wir mal meinen Kanal an, dann können wir da mal drauf schauen. Können wir mal ein oder andere Video anschauen, können wir drüber reden. Das wäre jetzt so der Plan gewesen. Dass man einfach sagt, zum Beispiel von der Elisabeth, schauen wir mal den Kanal an, was da für coole Videos drauf sind. Schauen wir uns vielleicht ein Video zusammen an. Und quatschen wir drüber. Das wäre so jetzt die spontane Idee gewesen, was ich vorgehabt hätte. Guck mal, kurz und knackig, perfekt hier, Mai, das macht gar nichts, der Christian. Der Jörg, der Dronegrapher. Kein Thema, es läuft doch. Cool, dass du das hinbekommen hast. Ja, es war richtig. Ja. Wie gesagt, das ist der allererste Stream. Vorgehabt habe ich seit 1,5 Jahren schon. Ich habe das Zeug alles da, aber ich habe nie so das Thema gehabt. Podrock ist Plan B. Betty ist okay, aber Lissi nicht. Okay. Lissi ist aber auch toll. Livestream ist doch immer gleich. Kiste Bier, Flasche Schnaps, kotzen und um 20 Uhr geht's los. Ja, also bei Kiste Bier bin ich tot. Ich schaffe maximal 3, 4 Bier und dann wird's lustig. Schnaps überhaupt nicht. Katastrophe. Und ja, jetzt wollte ich euch fragen. Na, eins wollte ich nur sagen, wenn ihr mich nicht versteht. Also ich versuche Hochdeutsch zu sprechen. Wenn es zu bayerisch wird, dann sagt es mir bitte. Das kann nämlich ganz schnell passieren. Genau. Ansonsten meine erste Frage an euch. Wir hätten Lust, dass wir auf seinen Kanal schauen. Ich bin zu jeder Schandtat bereit. Können wir machen, was wir wollen hier. Guck, ich muss den Computer wieder wechseln. Immer wenn ich Computer sage, springt mein Alexa an, also nicht erschrecken. Weil sonst würde ich nämlich wirklich sagen, wir fangen einfach mit der Elisabeth mal an. Wenn wir mal da in den Kanal reingucken, dann suche ich den nämlich schnell raus. So, nicht auf meinem Kanal suchen, da gehen wir da rüber. Ja, ich hätte es alles vorbereiten können. Hätte ich. Wie? Lissi Patchwork war das, oder? Lissi Patchwork.
Lissy Patchwork. Ah, da haben wir es. So, dann schalte ich mal um. Sehr gut. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was erkennen. Ich habe das jetzt extra über OBS gemacht, weil die Auflösung ein bisschen höher ist. Bei StreamYard ist bloß 720p oder so. Ja, dann schauen wir bei der lieben Elisabeth. Hallo, ich bin Elisabeth aus Wien. Sechstens habe ich doch recht gehabt, Wien war das. Passionierte Amateurfotografin und Anfängerin bei Videos. In meinen Videos stets hinter der Kamera, nie davor. Ja, das war bei mir auch lange Zeit so, das stimmt. Also, ich bin kein Mensch, der unbedingt im Mittelpunkt stehen will, deswegen ist das Stream für mich eine ziemliche Herausforderung, aber das kriegen wir, glaube ich, schon hin. Gleich mal vorab ein Dankeschön an alle, die einen Kommentar hinterlassen oder sogar ein Abo. Meine Fotos gibt es auf Instagram und Flickr. Cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Videos. Bin gespannt und finde es lustig. Als simple Frage, um es dir nicht schwer zu machen, was denkst du über die Mini 4 Pro? Bildnagel, ganz ehrlich, die Mini 4 Pro, ich fliege mit der Mini 2, die macht Top-Aufnahmen, fliege mit der R2S. Die ist immer noch nicht ausgereizt. Jetzt haben wir die Mini 3 Pro gehabt, jetzt haben wir die Mini 4 Pro gehabt. Ich sage dir ganz ehrlich, Bildnagel, weck mich bei der Mini 10 Pro, kannst du mich wieder aufwecken. Dann können wir weiterreden. So, was für eins wäre da interessant zum Anschauen, Elisabeth? Wir haben Kohlmeise bei der Futtersuche. Vor 6 Monaten hast du angefangen, schon 540 Aufrufe. Das ist krass. Wow, also das ist bei 21 Abonnenten. Das ist richtig gut. Das ist fürs erste Video richtig gut. Dann haben wir den Schwanensee. Dann haben wir den Supermond in der Stadt. Ich tendiere auf das erste Lego-Video. Also wenn es ja nichts ausmacht, würde ich mit euch das erste Lego-Video anschauen wollen. Weil ich finde das so genial im Vergleich zum zweiten. Also wenn ihr Bock habt, startet das einfach mal. Ihr müsst ja sagen, wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist, gell? Mit Miro kannst du dein Team so richtig zeigen und nicht nur erklären. Ja. Miro ist ein kollaboratives Board, an dem Vor allem die Musik gefällt mir so gut. Also bei dem ersten Video finde ich das so genial. Die Elisabeth hat da wirklich Spielzeug ins reale Leben reingebastelt. Und ich habe mir das komplett angeschaut. So cool. Auf so eine Idee muss er kommen. Ton vom Video ist zu leise, okay. Moment, Entschuldigung. Psycho killer inside. Scratch a drug dealer's brand new ride. Take your helmet off. Aber wie es das mit dem Wasser hinbekommen hat, gell? Verrückt. Verrückt. Kidneys on the internet. Eat a tube of super glue. I wonder what's this red button do? Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dress. Jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen, Elisabeth. Kurze Frage. Schauen die Leute da nicht doof, wenn du da mit Spielzeug rumrennst? Ich meine, so Lego, wahrscheinlich von den Kindern geklaut, keine Ahnung. Aber auf die Idee zu kommen, mit Lego rauszugehen und dann das so zu machen, ich finde das hammergeil. Ich kenne Lego bloß auf dem Boden liegend, wenn ich
barfuß draufsteige in der Früh und schreiend durch die Bude hüpfe. Also die Idee, ich finde es wirklich super. Schauen wir uns das aber fertig an, unbedingt, würde ich vorschlagen. Up like a moose during hunting season. Disturb a nest of wasps for no good reason. Stand on the edge of a train station platform. Drive around the boom gates at a level crossing. Run across the tracks between the platforms. They may not rhyme, but they're quite possibly Die Lichter im Hintergrund, gell? ways to die. Dumbest ways to die. Dumbest ways to die. So many dumb ways to die. Absolut cool. Wie gesagt, ich habe es schon tausendmal angeschaut. Also die Idee zu haben, finde ich wirklich, wirklich klasse. Was ich jetzt allerdings nicht verstehe, und zwar, wenn ich rübergehe, du hast ein zweites Video gemacht. Okay. Das zweite Video ist auch Lego. Da hat er wahrscheinlich den Ton aus. Aber leider habe jetzt ich den Eindruck gehabt, gut hier, mir gefällt dir das so gut hier mit der Natur, verstehst? Aber das war dann, eigentlich dann weniger. Du hast es dann irgendwie mehr so untereinander arrangiert, die Figuren. Also du hast dann eher so die Figuren fotografiert und eben nicht mehr so das. Deswegen gefällt mir das erste Video richtig genial. Das ist auch toll, keine Frage. Aber das erste, das war einfach richtig Hammer, finde ich. Genau. Also so ungefähr hätte ich mir das vorgestellt. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ich muss meinen Kurzen mal fragen, ob ich mir ein paar Minifiguren mal leihen kann. Ja, das könnte unter Umständen schwierig sein. Spielzeug leihen, das muss heimlich in der Nacht klauen. Wo ist denn mein Playmobil-Manschkerl? Ja, mei, musst du besser aufpassen, auf der Zeug hilft ja nichts. Was das wird verschlammt. Und dabei macht der Papa da Standaufnahmen draußen auf der Straße. Also so würde ich machen. Wenn ihr noch Ideen habt oder wenn ihr sagt, hey, ich habe auch coole Videos, weil ich habe jetzt nicht von jedem so die Videos im Kopf, wollen wir das mal anschauen oder so, bitte jederzeit raus. Auf alle Fälle kriegt die Elisabeth von mir was, da wird es vorbereitet, und zwar kriegst du, jetzt pass auf, was kriegst jetzt du? Du kriegst von mir, Elisabeth, du kriegst für das Video von mir die Merkel. Dazu, meine lieben Bürger und Bürgerinnen, sage ich einfach, das ist spitze. Jawohl, das war die Angie für die Elisabeth. Ja, finde ich cool, mein Abo hast du ja schon. Also da bin ich noch gespannt, was da alles kommt. Da bin ich noch richtig gespannt. Jetzt schau mal, wen haben wir jetzt eigentlich nur im Chat? Wir haben einen Jörg. Jörg, ich glaube bei dir, Tongrapher, müssen wir dann auch mal drauf schauen. Ich verfolge ja auch schon seit langer Zeit. Wir haben hier Glanzfilmfabrik kommt später. Fotodern, Holsteiner Fotodern, die könnten wir uns auch anschauen. Die hat auch coole Sachen gemacht. Christian, seine Lego-Figuren sind ab 18, okay. Wie kann man Lego-Figuren noch? Na ja, gut. Zitronenkojote? Weiß ich jetzt gar nicht. Also wenn es magst, können wir mal beim Zitronenkojoten drauf gucken. Was hältst du davon? Schauen wir mal. Zitronenkojote. Zitronenkojote. Ich habe den zwar in die Abos drin, aber wenn ich den jetzt da raussuche, habe ich das da auch so eingegeben. Media. Da haben wir ihn ja abonniert. Dann schalten wir da mal wieder um. Mal die Technik. So. Hat die Merkel eigentlich funktioniert? Ist die angekommen? Zitronenkojote Media. 198 Abonnenten, 66 Videos. Das ist schon mal... Ja. Gucken wir mal da drauf. Was schreibt er denn? Fotografie, Videografie, Drohnenvideos, Ausflüge, Vlogs, Reisen, Slow Motions etc. Heimatstadt Soest in Westfalen.
So, jetzt pass auf. Soest in Westfalen ist irgendwo im Norden. Für was ist Soest bekannt? Für Werner? Werner? Kann das sein? Nein. Ich käme da um einfach nicht aus. Gucken wir mal. Das Neueste, das Beliebteste oder das Älteste? Warsteiner International Mongolfiade. Mongolfiade. Die Gebrüder Montgolfier waren das, glaube ich. Gell? Ja. Da haben wir auch Montgolfier. Soester Welle. Das habe ich angeschaut. Ach ja, klar, logisch. Logisch. Logisch, Zitronenkoyote. Du hast ja die 360 Grad Insta-Kamera gekauft, die was jetzt begeistert bin, was ich auf YouTube jetzt leider nicht anschauen kann. Aber da müsst ihr mal drauf schauen. Und zwar, wenn es einmal langweilig ist, schaut es im Handy auf das Video, wo der Zitronenkoyote 360 Grad aufgeschrieben hat. So wie das da. Da könnt ihr nämlich dann mit dem Handy, das könnt ihr dann drehen und könnt euch umschauen damit in 3D. Und das finde ich richtig genial. Da unten sieht man es auch. Gut, da steht jetzt nicht 360 Grad. Hier die Möhnetalsperre. Genau. Das siehst du mal, ich schaue ganz brav Videos von euch, gell? Also wenn es euch da mal langweilig ist, unbedingt drauf schauen. Ich finde das total spannend. Es geht halt leider auf YouTube. Geht es auf YouTube? Weißt du was? Scheißegal, das probieren wir jetzt einfach. Das probieren wir jetzt einfach. Und auch die Mauer. Ah! Auf jeden Fall der Jetzt habe ich einen Hall drauf, oder? Aber guck mal, das geht sogar. heutigen Maßstäben Das geht sogar. Jetzt hängt der Chat, Entschuldigung. renoviert wurde. Oh Gott, der Chat hängt. Ich habe alles verpasst. Europas größte Innenstadt ist, spricht man Soest. Okay, Soest, denke ich mal. Warsteiner passt zum Augustiner. Bin heute zum Möhnesee, sprich Soest mit dem Fahrrad Dortmund. Ja, hier vorne kommen wir uns auch Ja, Christian, weißt du 106 Kilometer geradelt Das bist. gibt's auch ab und zu hier in der Mauer, wo man einfach halt nur zu Fuß Ja, dabei mit dem 6 Fahrrad schon tot umfallen. durchkommt. Auf der rechten Seite So, jetzt wenn ich das groß mache, von jetzt passt auf. Und dann starten wir das. unserer Und dann kannst du da echt, das ist so genial und ich möchte das Teil haben. Schau, jetzt gucken wir nach links. Dann bremst das Video zwar, auch instand gesetzt, aber ich finde das genial. modernisiert und auf der linken Seite findet sich Also da schaut es unbedingt drauf, die 360-Grad-Kamera. Ich finde das toll. Ich finde das wirklich toll. ist auch alles neu angelegt worden. Und vor allem, du erzählst dir was dazu, nicht wie ich. Ich mache bloß immer Blödsinn. Jetzt drehen wir es auch rechts. Wie weit kann man sich da eigentlich nach hinten drehen? Geht das ganz nach hinten? Ja, aber wo bist jetzt du da? Bist du da rausretuschiert? Das ist... Ich finde das genial. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir ganz kurz auf. Stopp! Stopp! Jetzt machen wir hier den Techniktest. Jetzt pass auf. Jetzt will ich... Ach, schau hier. Da sieht man sogar die Reißnägel auf dem Radl. Da ist ja der Christian. Du bist sogar nicht allein gefahren, Christian. Genial. Unten bin ich. Dreh mal nach unten. Jetzt pass auf. Unten. Alles klar. Jetzt pass, und wenn ich nach oben drehe, das ist ja wirklich 360 Grad. Ich habe gemeint, das ist irgendwie bloß horizontal stabil und kannst du nach links und rechts drehen. Aber das ist ja... Was kostet das Teil jetzt? 500, 600 Euro, oder? Ja, also, ja, Christian, wirklich. Also ich fahre auch locker 70 Kilometer mit dem Radl. Ganz tolles Teil. Das ist brutal, das Ding. Schickes Käppi hier. Aber ich habe gelernt, der Profi hat das Käppi andersrum auf, gell? Sonnenbrille und Goldkette. Also wenn du Fotograf sein willst, unbedingt andersrum auf. Das haben wir schon gelernt. Also Zitronenkoyote, wirklich cool. Klasse. Und da hast du noch mehr so Videos gemacht, gell? Das ist jetzt nicht in 360 Grad, aber hier
Soesterwelle, ich habe es gelernt, Soesterwelle. Also macht da bitte unbedingt mehr. Ich finde das spannend. Das habe ich auch spannend gefunden. 500, ja, das ist schon Hauseck. Ich nehme das Ganze jetzt hier als 360-Grad-Video auf. Das heißt, ich muss... Jetzt haben wir ein bisschen ein Echo gehabt, gell? Ah, schau, da kann ich es gar nicht drehen. Aha. Das wäre interessant. Warum kann man es woanders drehen und hier nicht? Aber das wirst du bestimmt schon rauskriegen. Vielleicht hat das irgendwas mit dem Hochladen zu tun. Ja, genial. Also unbedingt weitermachen. Unbedingt. Mein Abo mit Glocke, schau. Hast 3 Videos, habt die Kamera noch nicht lange. Ja, das habe ich mitbekommen, ja. Die Insta ist wahrscheinlich das nächste Teil, was ich mir zulegen werde. Ja, Jörg, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Das Ding ist, gerade wenn man so Vlogs macht, ist genial. Das ist wirklich... Du musst morgen auch ein Video schneiden. Okay. Aber warum so einen schlimmen Smiley? Ich liebe Schneiden. Es gibt eigentlich nichts Schöneres. Das Schlimme ist das Aufnehmen und dann das ganze Videomaterial sichten. Das ist für die das Schlimmste. Ja, also Zitronenkojote, wenn ihr Bock habt, Abo da lassen. Ich glaube, da freut er sich bestimmt. Finde die richtig cool. Jetzt hat die Elisabeth hat jetzt die Merkel gekriegt. Die Dani ist auch zurück vom Gassi gehen. Und was anstrengend? Ja, Wie immer. Gut. Also, der Zitronenkojote kriegt von mir auch ein Lob. Und zwar vom... Jetzt pass auf. Der ist für dich. Das nenne ich super. Super, super, super. Ja, der Kim, die alte Schleuder. Perfekt. Ja, läuft doch. Ist doch super. Dann machen wir das mal zu. Livestream, was heißt denn das Stream beenden? Na, da drückt man mir nicht drauf, oder? Das lassen wir mal lieber. Na, du, ich meine das Lob ehrlich, gell? Also, wenn ihr was scheiße findet, dann sage ich, das ist scheiße. Das sage ich definitiv so. So, gibt es noch Vorschläge? Wen könnten wir uns noch anschauen? Sonst suche ich einen aus. Mir ist das scheißegal. Ich suche einen aus. Da kenne ich nichts. Ich muss euch später dann eh noch eine Geschichte erzählen. Wie spät haben wir es? Eine halbe Stunde erst. Wie schafft denn der Ehrenwerte das? 5 Stunden. Puh, Wahnsinn. Wie schafft ihr das? Ich würde sagen, jetzt schauen wir einfach. Jetzt pass auf, nein, nicht meine Videos durchsuchen. Das können wir auch zumachen. Machen wir mal hier auf. So, jetzt schreit der gleich wahrscheinlich wieder. So. Jetzt pass auf. Jetzt nehmen wir. Also ich möchte die kleinen Kanäle vorstellen. Also nicht, also so kleine, nicht die großen. Deswegen schauen wir jetzt mal. Ich stelle euch jetzt vor. Also ihr könnt es auswählen. Entweder Montana Black oder Gronk. Stelle ich euch vor. Ich stelle euch jetzt Montana Black, weil der freut sich über jeden Klick. Michael Ritter, grüß dich. Servus. Ja, die sind alle schon wieder total verrückt. Echt. Das sind Sachen. Der Christian radelt irgendwie 106 Kilometer. Der Jörg radelt da irgendwie 50 Kilometer. Also alles richtig sportliche Typen. Jetzt hat sie durcheinander gebracht. So, also, was wollten wir jetzt anschauen? Montana Black beim Zocken wollten wir anschauen, oder? Servus. Servus. Und zwar hier. Ich schalte jetzt wieder um. Das ist ganz witzig, weil der Jörg, der Tonecrafter, ist nämlich auch hier heute mit dabei. Der kennt jetzt den Podrock, glaube ich nicht, Jörg, oder? Die Fotografen, die Irren mit die Fotoapparillos. Den 1950 Abonnenten. Du, was ist denn da los? Letztes Mal, wie ich drauf geschaut habe, waren es 1000. So, jetzt spinnst du aber. Brutal. Also den Jörg kenne ich schon, der hat angefangen mit 100 Abonnenten oder so. Also, ja. Ich mag sogar Werbung für dich, gell? Du weißt es, wir kennen uns eigentlich über Juster Schmidt, wo ich doch Moderator bin, beim Christian. Da kennen wir uns her, das ist eigentlich eh so witzig. Ja, da wird es aber jetzt Zeit, Jörg. Also wenn du ein bisschen für Fotografie
interessierst und wirklich die durchgeknalltesten Typen kennenlernen willst, dann musst du am Samstag bei Podrock mitmachen. Ja. Also da, genau. Du machst ja hauptsächlich Drohnen und Tech-Reviews und so weiter. Jetzt gucken wir da mal in die Kanalinfo rein. Weil ich muss da ganz ehrlich sagen, Fotografie und Drohnen, das beißt sie nicht. Im Gegenteil, ich finde, wie Fotografie lernt, das habe ich jetzt im Nachhinein erst gespannt, kann mit der Drohne auch viel mehr machen, weil das einfach viel besser versteht. Also ich hätte erst fotografieren lernen sollen, gut, ich kann es immer noch nicht, und dann Drohnen, aber bei mir war es ja genau andersrum. Drohnentests, Technik-Reviews, Software-Tutorials, Drohne, Mini 3, Mini 2, Autel. Die Holystone lese ich jetzt nicht vor, weil die hasse ich. Holystone. Hier all die Drohnen, stimmt, du testest wirklich alles, was an Drohnen geht. Ich kann mich nur an die ersten Videos erinnern, vielleicht schauen wir die ältesten. Die ältesten Videos, da hat dein Studio noch ganz anders ausgeschaut. Also ich finde das ganz interessant, so immer die Entwicklungen, ja. Gibt es irgendein Video, Jörg, wo du sagst, okay, das können wir uns anschauen, dauert ein paar Minuten und das ist irgendwie so richtig geil geworden? Wenn es keins findest, schauen wir uns alle an, ja? Kann ich euch warnen. Dann schalte ich an und morgen um 6 Uhr in der Früh hole ich euch wieder ab. Oder? Nee, das macht man nicht. Aber das sind so viele, gell? Also wie gesagt, Drohnen, wenn euch da irgendwas interessiert. Vor allem der Jörg ist jetzt nicht so ein großer wie Pixel und Spätzle oder der Hase oder der Christian, Just Schmidt. Du hast wirklich ganz klein angefangen und wirklich mit Ausdauer. Vor sowas habe ich echt so viel Respekt. Und fotografieren kann er nicht. Das Zebrafoto war Wow, Christian, das Zebrafoto, das war meins, gell? Ja, und ich kann nicht fotografieren. Schauen wir einfach mal ganz kurz die Mini 2 vor einem Jahr. Da gucken wir uns mal kurz rein, ne? Würde ich sagen. Oder epische Musik, Day in the Paradise? Nein, ich möchte was mit Drohnenflug. Cinematische Natur. Jetzt schauen wir, Jörg, cinematische Natur. Ein Tag im Paradies.
gefallen, Jörg. Sehr gut. Aber wie gesagt, ich schaue die meisten Videos von dir. Das Problem ist, Entschuldigung, du kannst nicht immer alle Videos anschauen von jedem. Da wärst du so beschäftigt. Du müsstest ja 20 Stunden am Tag YouTube schauen. Ich finde Unterbrechungen okay. Ja, okay, gut. Nicht, dass es euch zu langweilig wird. Also, ich hoffe, dass die 2000 jetzt bald voll kriegst, 50 noch. Ja. Also auf jeden Fall, für jeden, der was Drohnenaufnahmen oder auch die Technik dahinter wissen will, Jörg, ich finde das eine coole Sache von dir, echt. Und vor allem, wir haben uns ja damals bei dem Justin Schmidt kennengelernt und da habe ich dich schon so verfolgt und du warst wirklich ganz klein und jetzt schon 2000. Hast mich sogar schon überholt, du Lump. Genau, also finde ich klasse. So, jetzt trinke ich noch schnell einen Schluck. Ja, schaut's mal, ich trinke heute was Gesundes sogar. B heißt Prima. Grün und Prima und dann darf ich das ja trinken. Ein Joghurt-Trink Vanille. Ich glaube, für Bier ist es noch zu früh, oder? So. Gut, dann schauen wir mal. Hat noch jemand was geschrieben? Drohnen. Jetzt warte mal. Ich habe inzwischen auch keine Drohne mehr. Zitronenkojote. Wieso hast du keine Drohne mehr? Hast du die kaputt gemacht oder was? Also eine kleine Drohne sollte man schon irgendwo haben. Das geht ja gar nicht. Wo hast du den August versteckt? Das Gustl. Du, ich war heute ganz brav zu Bavaria Dani und habe sogar noch was Besseres bekommen. Aber das zeige ich euch dann später noch. So. Jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir eine ganz kurze Pause, keine Raucherpause, aber ich würde sagen, nachdem ja viele von uns vom Podtalk rüberkommen, ich weiß nicht, ob sie da, ja gut, Hopfenscholle, auf Instagram mitbekommen hat, der Uwe, der ehrenwerte E-Rock, ist ja R2 verkauft. Erkrankt, da würde ich sagen, habe ich was vorbereitet, extra für den Ehrenwerten, für den Uwe. Zum schauen, wie das ist. Lieber Uwe, deine Community und ich vermissen dich heute am Samstag. Samstag ohne dich ist das Leben sinnlos. Wir wünschen dir, und ich wünsche dir anstelle von allen Leuten, die heute hier zu mir rübergewandert sind, das Beste und ich hoffe, du wirst ganz schnell gesund. Und ich hoffe, deine Frau erlaubt, dass du YouTube schauen darfst. In diesem Sinne, Uwe, wir brauchen dich. Ha, so, Christian, das Schild ist von dir. Das habe ich doch von dir gekriegt. Jetzt hoffe ich bloß, dass niemand glaubt, dass der tödlich verletzt ist oder was. Das war jetzt so dramatisch. Nee, der Uwe hat das, die Grippe praktisch, genau. Dein Mikro ist ein bisschen leise. Okay. Mein Mikro ist ein bisschen leise. Dann drehen wir es ein bisschen auf. So. Get well. So, wer schreibt jetzt hier? Der Christian, Genesungswünsche an den Ehrenwerten. Drohnengrafer, gute Besserung. Wie gesagt, Jörg, schau am Samstag mal rüber zu den voll durchgeknallten Typen. Michael Ritter, dein Mikro ein bisschen leise. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Get very soon, Ehrenwerte. Gute Besserung und werd schnell wieder gesund. Ich habe es erkannt. Ja, genau, das ist von dir. Na, perfekt. So. Vorschläge, Nachschläge, Anschläge. Wie schaut es aus? Haben wir noch irgendwo jemanden? Die Elisabeth haben wir uns angeschaut. Den Jörg haben wir uns angeschaut. Den Zitronenkojoten haben wir uns angeschaut. Der Michael Ritter, der hat jetzt mein Interesse vorhin geweckt. Und zwar, wieso? Der Michael Ritter hat auch Drohnenvideos. Also wenn ihr Bock habt. Stopp, Jörg, du kriegst ja auch noch was von mir. Ach mein Gott. Mit 25 wird man schon so vergesslich. Die Elisabeth hat die Merkel bekommen. Dazu, meine lieben Bürger. Das nenne ich super. Gehabt. Und der Jörg kriegt von mir
Was kriegt denn der Jörg? Überleg's einmal. Du kriegst von mir den da. Wir finden das super. Nochmal. Wir finden das super. Du kriegst von mir den Papa. Okay, dann schauen wir bei Michael rein, okay? Schauen wir mal. Mei, da ist mir so was Peinliches passiert, Michael. Ich traue mir jetzt gar nicht fragen, ja? Weil ich habe letztens wieder einen Kanal gesucht. Jetzt muss ich schauen, dass ich den finde. Und bei Ritter, wenn man Ritter eingibt, kommt da eine bestimmte Familie, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Jetzt muss ich schauen, dass ich dich finde. Ritter ist ein sehr beliebter Name. Jetzt pass auf. Jetzt schaue ich mal gerade in meinen Abos rein. Vielleicht geht es da schneller. Also das war ganz schwierig zum Finden. Ja genau, ach ja genau, über Ritterfoto. Genau, dankeschön. Danke. Sowas. Da haben wir ja. Da haben wir ihn. Okay. Dann schalten wir mal um hier. Du hast aber nichts mit der Familie Ritter zu tun, ne? So. Jetzt sind hier meine ganzen Abos. Aber es ist wurscht. Such mal nach Ritterfoto. Ja, ich habe die schon gefunden. Ach ja, du warst es mit den Eisvögeln. Genau. Ja. Jetzt. Ich kann mir keine Namen merken. Also es ist keine Absicht aus Thüringen. Genau, stimmt. Also Michael Ritter, Ritterfoto. 83 Abonnenten, 15 Videos. Also 83 Abonnenten bei 15 Videos. Respekt. Da müssten die Videos schon gut sein. Ein Thüringer macht hauptsächlich Natur- und Tieraufnahmen. Das kann ich ja. Auf Instagram bist auch. Genau, auf Instagram folge ich dir auch. 11.000 Aufrufe. So, guck mal. Video. Ich habe gesagt Video. So, jetzt könntest du mal sagen, was für Video das dir am besten gefällt oder was du vorstellen möchtest. Gut, 16 Minuten, glaube ich, ist ein bisschen lang, aber können wir natürlich reinschauen. Lost Places ist immer cool, da gefällt mir der Himmel sehr gut hier. Schau mal, Lost Places, geheime Winterresistenz von Walter Ulbricht. Walter Ulbricht war doch der DDR... Jetzt pass auf, war der Walter Ulbricht nicht der mit der Grenze, der was das veröffentlicht hat? Weißt du nicht? Weiß ich nicht mehr. Oder das Drohnenvideo. Gruß nach Thüringen, Eisvogel. Haha, ja, cool. Jetzt langsam wird's wach hier, oder? 50 Minuten Stream, jetzt wird's wach. Einer sagt Eisvogel, einer sagt Drohnenvideo, Michael Ritter sagt Walter Ulbricht, Lost Places. Dann machen wir das, was der Michael sagt. Ja, der DDR-Chef. Dann guckt man einfach da mal rein, würde ich sagen. Navigating IT certification until exam topics. Ever wondered how some professionals effortlessly climb the career ladder? Ich hoffe, der Ton passt. So, das ist geschnitten mit, jetzt pass auf, weil das Template kenne ich und zwar mit, ach, wie heißt es? Hilf mir mal bitte. Bin ich jetzt doof? Ich kenne noch das. Okay, jetzt muss ich, Entschuldigung, die Unterbrechung. Jetzt muss ich nochmal zurück. Das ist nämlich richtig geil bei Drohnenflüge. Müsst ihr mal ausprobieren, wer Drohnenflüge fliegt. Macht's mal eben so Time Warps oder sagt man nicht so Speed Jumps, sagt man ja. Und das in Abstimmung mit der Musik. Ist ein absolut geiler Effekt. Da sieht man es ganz kurz. Achtung. Jetzt passt auf. Und das mit der Musik zusammen, das ist gut, wenn man das macht. Das bringt Action rein. Die Überblendung auf den Bass, hammergeil. Hammergeil. Super, Michael. Zack, wirklich auf die Musik geschnitten. Top. Da haben wir wieder den Time Warp.
Ah, die bayerische Blaskapelle im Hintergrund. Super. Ist cool gemacht, gell? Na schau, der kann doch weiter durchfliegen. Ja, der kann durchs Fenster fliegen. Nein, der fliegt auch nicht durchs Fenster. Der ist aber rausgeflogen. Doch, der fliegt durchs Fenster. Nein, du fliegst nicht durchs Fenster. Nein, du fliegst nicht durchs Fenster. Ja, genau. Nee, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wir haben jetzt gerade die Diskussion gehabt. Sagt er, ja, der Michael, schau, der fliegt auch durchs Fenster. Sag ich, nein, du fliegst nicht durchs Fenster. Fenster sind für die Bavaria Dani tabu. Das ist was für mich, schau. Wenigstens einer, der mich versteht. Wenigstens ein Mensch. Das ist jetzt mein best friend. Jetzt hätte ich eine kurze Frage. Entschuldigung, Michael, bist du da mit der Drohne innen drin geflogen? Und wenn ja, hast du da das GPS ausgeschalten oder wie war das? Weil im Raum mit Drohne ist immer ein bisschen kritisch, gell? Ah, okay. So, also das war jetzt auch cool. Entschuldigung. Also ihr seht es auch mit Videografie ist es, kann man wirklich geile Sachen machen, ne? Was bei der Fotografie eben nicht machen kannst. Aber der Move ist, wie gesagt, mit den Speedramps und so weiter, was du da machst. Hammer, Hammer. Ich habe morgen Bock zum Drohnenfliegen. Habt ihr es gesehen? Gut, jetzt sind jetzt schon wieder zu viele Fenster für gewisse Leute, aber Entschuldigung, ich muss mir das noch mehr anschauen. Hast du das wieder gehört, oder? Zack, zack. Cool. Ja, das haben wir gesehen bei der Treppe, ja. Du wirst lachen, so ein kleines Geheimnis. Ich habe am Anfang kein gescheites Handy gehabt, keine Kamera, nix. Ich habe mit der Drohne gefilmt. Ich habe die genauso in der Hand gepackt und bin mit der Drohne rumgelaufen in der Hand und habe gefilmt. Gesundheit. Dani, hau ihn. Du fühlst dich nicht wohl? Ja. Und fotografieren kann er auch noch, wie ich gesehen habe. Was ich ja leider nicht kann. Krass. Na, gucken mal. Fenster, das ist doch was für die Dani. Nein, haben wir geklärt. Die hat Fensterverbot. Ja, alles mit Drohne ging aus rein, okay. Das wundert mich. Aber wenn es geht, ja. Wie gesagt, das habe ich noch nie ausprobiert, aber jetzt habe ich Bock wieder zum Drohnenfliegen. Beim Treppe hoch hatte ich sie aber getragen. Ja, ich kenne es auch. Der Drohnengrapher hat ein Abo rausgehauen. Finde ich voll cool. Finde ich richtig cool. Zitronenkoyote Media schreibt, tolles Video.
Ja, bei dem Video, da müsste man schon wirklich suchen. Also, Dani haut mich nicht, nein. Michael Ritter bedankt sich, gerne. Warum steht das Gebäude vom Ulbricht noch? Gibt es einen Grund dafür? Was, wer haut dich? Du sollst mich hauen. Okay. Gibt es einen Grund für? Ja, gute Frage, gell? Gut, aus bestimmten Zeiten ist auch, naja, keine Ahnung. Tolle Aufnahmen, DJI R2. Okay, Gesundheit, vielen Dank. So, jetzt ist es schwierig. So ein Video, was kriegst du für ein Lobby? Ich habe ja gar nicht mehr so viele Lobbys, ich habe ja gar nicht mit so vielen Leute gerechnet. Ihr seid ja verrückt. Wir haben jetzt die Merkel gehabt, wir haben die Kim gehabt, wir haben den Papst gehabt. Was könnte man jetzt an Michael geben für ein Lobby? Ich glaube, dass der Michael, ich glaube, der ist für dich. Yeah, that's cool. Rock babble über bam bam bang. Du kriegst den Elvis von mir. Nochmal hier der Elvis für Michael. Yeah, that's cool. Rock babble über bam bam bang. Perfekt, super. So, jetzt haben wir schon 4 Videos angeschaut und streamen noch nicht mal eine Stunde. Ihr seid ja Wahnsinn. Jörg, du fragst, ob ich den Putin habe. Das verrate ich nicht. Das verrate ich nicht. So. Jetzt muss ich euch aber eine Geschichte erzählen. Dazu muss ich jetzt hier das Licht ausmachen. Eine Geschichte. Computer, Bürolicht aus. Jetzt muss ich Stimmung machen. So. Damit ihr das versteht. Stimmung, Stimmung. So. Das Mikrofon hole ich her. Also, passt auf. Ich habe vor ein paar Wochen eine Nudelbäuerin, eine alte Nudelbäuerin, die war schon richtig alt, habe ich geholfen beim Kartoffelernten, weil sie hat sich nicht mehr bücken können und so weiter. Und bevor sie über den Winter nichts zum Essen hat und verhungert, habe ich ja geholfen. Und da bin ich da raus aufs Feld und habe ihr Feld abgeerntet, die ganzen Kartoffeln, in den Keller runter. Und da war die total glücklich und froh. Und er hat gesagt, Markus, du hast mir das Leben gerettet jetzt über den Winter. Ich habe einen Haufen Kartoffeln zum Essen. Ich schenke dir was. Und dann habe ich was bekommen. Und ich erzähle euch jetzt die Geschichte, dass ihr den Hintergrund versteht. Und zwar das hier. Kennt ihr vielleicht aus dem Video. Und die alte Frau hat gesagt, das ist ein Zauberschwein. Du drückst da drauf, wünschst dir was, sprichst es laut aus und nach 10 Minuten passiert's. Dann ist der Wunsch erfüllt. So, und das Witzige ist, vor 2 Tagen hat mich die Dani richtig angekackt. Markus, warum räumst du dein Essensbesteck, dein Geschirr nicht weg nach dem Essen? Sag ich, Dani, was regst dich auf? Ich mache abends so. Und in der Früh steht das Geschirr wieder im Geschirrkasten drin. Total sauber. Ja, und deine Wäsche, deine schmutzige Wäsche schmeißt nur auf den Boden und räumst nicht mehr auf. Sag ich, hey, wo ist das Problem? Ich mache so. Und spätestens am nächsten Tag ist es gewaschen, gebügelt im Schrank drin. Sag ich, brauchst gar nicht stressen. Lass einfach alles liegen. Am nächsten Tag in der Früh ist alles wieder aufgeräumt. Und ihr glaubt zwar das jetzt nicht, aber ich kann euch das zeigen. Ich habe hier den Zettel. Schau her, ich schmeiß den auf den Boden. Siehst du? Und dann mache ich so. Und ich garantiere es euch, morgen ist es aufgeräumt. Und wenn ihr mir die Geschichte nicht glaubt, dann können wir das später sogar mal testen. Computer, Bürolicht an. Das war die Geschichte dazu. Und später testen wir das mal, wenn ihr das glaubt. So. Jetzt haben wir hier den Michael gehabt. Den Michael mit dem... Yeah, that's cool. Rock babble über bam bam bang. So, wen könnte man uns auch anschauen? Vorschläge, Nachschläge, Anschläge. Haben wir noch irgendjemanden? Die Cassandra. Cassandra, ich weiß gar nicht, ob du auch YouTuber hast. Wisst ihr, wen wir jetzt anschauen? Jetzt pass auf. Und zwar, wo ist denn?
Wo ist denn? Holsteiner Fotodern. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Aber die könnten wir uns anschauen, wenn es Bock habt. Wenn ihr Lust habt, pass auf. Holsteiner Foto. Weil die hat mich auch zu was animiert. Ich bin zwar noch nicht dazu gekommen, aber finde ich auch richtig cool. Dann schalten wir mal was Hundefotografie. Nee, da unten bist. Dann würde ich sagen, schauen wir. Ach, schade, okay. Naja, es muss nicht jeder einen YouTube-Kanal haben, ist ja Schmarrn. Vor allem ist es wirklich eine Arbeit, gell? Es ist Arbeit und dann hockt man auf einmal da, Samstag um 21 Uhr und streamt das erste Mal, ist aufgeregt, schwitzt und ja. Das kann ja durchaus passieren. Dann schalten wir mal um. Okay, Christian findet es auch cool. Holsteiner Fotodern. Holsteiner, also bei uns in Bayern darf man sagen Holsteiner Beuteldirndl, Fotodirndl. 32 Abonnenten bei 3 Videos. Ich hoffe, ihr könnt es so erkennen. Keine Ahnung, wie es im Live ist. Abonniert, Glocke natürlich. Fototouren oder Fotoprojekte bringen Spaß. Aber was nützen einem die besten Fotos, wenn sie keiner sieht? Stimmt. Gebe dir recht. Schau dir an, wo und was ich am Fotografieren war und welche Bilder dabei entstanden sind. Außerdem plane ich einen kleinen Fotopodcast, den es ausschließlich auf YouTube zu hören geben wird. Eingebunden werden auch Fotos zum Thema zu sehen sein und vielleicht wächst aus diesem Projekt irgendwann auch mal ein Vlog. Nichts ist unmöglich. Ja, das stimmt. Ein Guinness, ein Bier. Ich muss das jetzt, Entschuldigung, ich muss das jetzt reicht's. Also so, jetzt passt auf, ihr glaubt es nicht. Ich hätte gern ein Chiemseer Bier im Maßkrug. Das wäre was, das wünsche ich mir. So, Entschuldigung, jetzt geht's weiter. Eingebunden werden auch Fotos, ne? Projekt. Also Vlog, ja. Ja, du, der Hirschi, servus Hirschi, Altbier Cola, sauber. Ja, so fängt es mich an. Wie gesagt, da machst du mehr Foto und dann machst du einen Vlog und dann machst du ein Video und dann machst du irgendwie, ja, in 6 Monaten treffen wir uns auf deinem Livestream. So, kann ich das jetzt mal fertig lesen hier? Ihr lenkt für die ganze Zeit ab. Ich betrachte meinen YouTube-Kanal als sowas wie mein Fototagebuch. Das finde ich total toll. In dem ihr herzlich eingeladen seid, mich zu begleiten. Ich würde mich freuen. Das ist cool. Wir dürfen in dein Tagebuch gucken. Und dann schauen wir mal. Videos. So, jetzt kannst du mir sagen, ich habe meinen Favoriten. Du kannst mir sagen, was wir uns anschauen sollen. Oh. Glaubt es mir jetzt? Der Markus erzählt euch keinen Scheiß. Huch, da habe ich ja einen neuen Abonnenten dazu bekommen. Sag uns doch bitte, was für ein Video das du uns gern zeigen willst. Dann können wir das machen. Du hast ein Willkommensvideo. Du hast Planet Alsen und die Street Art von Planet Alsen auf Itzehoe. Aus Itzehoe war einer meiner ersten Freundinnen. Planet Alsen. Okay. Servus, du par favor. Also. Entschuldigung. Anjo, ja, servus pur und einen schönen guten Abend in die Runde. Anjo, grüß dich, servus. Auf die habe ich gewartet. Ich wünsche dir viel Spaß heute. Der Anjo ist auch ganz so wieder. Vom Anjo müssen wir uns unbedingt auch noch was anschauen. Aber jetzt schauen wir da erst einmal. So, also, wir haben jetzt gesagt gehabt, Planet Alsen bitte. Ja. Mit 2 Ausrufezeichen geht es ein bisschen langsamer, mit 3 wird es jetzt schneller gehen. So, Moment.
Planet Alsen. Impressionen oder Street Art vom Planet Alsen. Jetzt muss ich mal raufscrollen. Ich sage, er bringt sie so durcheinander. Das überlasse ich euch. Planet Alsen. Ach, wisst ihr was? Die sind so geil. Wir schauen uns jetzt Impressionen von Planet Alsen und dann die Street Art an. Punkt. Ende Gelände. Hallo ihr Lieben. Heute nehme ich euch mal mit nach Planet Alsen in Itzehoe. Ich bin hier in dem großen ehemaligen Silo, was auch wahrscheinlich bei euch cool ankommen wird, weil hier ein ganz toller Hall ist. Du kommst dir hier echt vor, als wenn du irgendwo in den 80er Jahren eine CB-Funk in der Hand hast. Wie ich schon vermutet hatte, gab es Tatsache eine Umdekorierung. Ich glaube in irgendwelchen regelmäßigen Abständen, ich schätze mal 2 Jahre oder so, wird hier komplett neu bemalt. Wieso ladet das bei mir immer neu? Ja, also ich bin schwer angetan, obwohl ich mich eigentlich als Frau hier nicht so unbedingt gerne alleine rumtreibe. Ist doch etwas spooky, wenn man in so Bauruinen irgendwie zugange ist. Aber das tut mir nicht alles. Das stimmt. Seid gespannt auf die Bilder, die bei mir denn demnächst auch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen sein werden. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Ja, bei mir hat das 2-3 Mal zwischengepuffert. Keine Ahnung. Hey, nein. Entschuldigung. Oh, jetzt hat sie wieder rausgehauen. Jetzt haben wir benannt. Sehr interessant, schreibt der Jörg. Deine Internetleitung mit Stream beschäftigt. Ja, na, keine Ahnung. Also eigentlich ist alles aus. Das wundert mich jetzt selber gerade. Ja. Was war das für ein Gebäude? Eine Zementfabrik war das, okay. Sollte eigentlich ein Short werden, war aber 15 Sekunden zu lang. Ja, das kann passieren. Hochkant-Video, ja, wenn es probier's einmal, wenn du es auf YouTube machst, mit breit. Breit ist immer irgendwie cooler. Also auf YouTube. Für Instagram und so weiter natürlich hochkant, klar. Bei dem grünen Planeten bist du schon richtig. So, jetzt schauen wir aber jetzt gucken wir das an, was draus geworden ist. Jetzt pass auf. Entschuldigung, Moment. Jetzt hat. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Also erstens finde ich das klasse, jetzt bin ich zu nah am Mikrofon, wahrscheinlich schreie ich voll. Erstens finde ich das cool, dass da nicht jeder drüber schmiert, also unter den Schmierern ist anscheinend auch wirklich so, wenn da wirklich ein geiles Artwork irgendwie an der Wand ist, dass man da einfach nicht drüber schmiert. Aber mich erinnert das, wie hat denn der geheißen, der Comic-Künstler, war das nicht Andy Warhol? War das, oder? Andy Warhol. An den erinnert mich das ein bisschen, oder? Der hat doch so Kunst gemacht. So, und bei dem Bild habe ich jetzt echt überlegt, das finde ich krass, das finde ich richtig krass. Ich habe echt überlegt, folgt da der Putz runter, der Mauerputz? Oder hat der Künstler das so eingearbeitet? Weil hier, wenn man schaut, das glaube ich ist ja alles original. Das ist einfach so überputzt. Aber das hier, weil unterm Putz ist ja keine neue Nase. Also das finde ich von dem Künstler, also da schaust du echt 3-mal hin.
Stopp. Jetzt muss ich nochmal zurück. Entschuldigung. Die Bilder wurden übrigens von einer Schülerin eines Itzehoers Gymnasium gesprüht. Alle 2 Jahre gibt es neue. Da ist die Farbe abgeblättert. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung, jetzt bin ich nämlich neugierig. Und zwar bei diesem Bild. Hier, ich weiß nicht, ob ihr meinen Mauscursor erkennen könnt. Hier ist Farbe abgeblättert. Aber hier auch. Aber wie kann unter der Farbe hier eine neue Nase sein? Ist das vielleicht ein altes Gemälde noch? Dass es gar nicht gewollt ist. Also wenn es gewollt ist, ist genial. Wenn es nicht gewollt ist, ist auch genial. Hammer. Das wollten wir jetzt unbedingt nochmal anschauen. Entschuldigung. Ja, schaut's, der Kauen, Wasser hängt auch an der Wand. Mit Stativ oder Freihand? Ja, das wäre auch interessant. Könntest du es auch beantworten, wenn du magst. Der Anjo schreibt, nee, das ist ein gewolltes, alt-neues Puzzle. Genau. Ja, aber echt interessant. Ja, also ich würde ganz ehrlich sagen, unbedingt dranbleiben. Unbedingt dranbleiben. Abonniert haben wir, Glocke haben wir. Mit nur 2. Ja. Kommentiert haben wir auch. Perfekt. Das war jetzt das falsche Video. Gucken. Gut. 33 Abonnenten, sauber. Einer mehr, cool. Perfekt. Also bitte bleibt dran. Ich finde das richtig cool. Vor allem, wenn du vorher da schon warst, machst du einen kurzen Videovlog, erklärst es und dann machst du deine Fotos, schneidest es richtig, also wirklich toll gemacht. Würde mir auf jeder Zeit würde mir das wieder anschauen. Vor allem, wenn man das so ein bisschen trennt. Erste Geschichte, immer bei meinen Videos erste Geschichte, erzähl was dazu und dann kommt es und du machst es getrennt und das finde ich auch vollkommen cool. Finde ich wirklich. Also bitte bleibt dran. So, wen haben wir? Was ist da los? Oh mein Gott, Hintergrundwissen noch interessanter. Genau, das meine ich. Das ist richtig cool. Der Jörg schreibt, schon tolle Aufnahmen. Hab immer die Großschreibung drin, sorry. Du schreist halt immer rum, so kenne ich dich ja. Michael Ritter, also die Künstlerin hat es echt drauf. Definitiv, ja. Sagt der Künstler zum Künstler. Alles mit der Sony A6000 aufgenommen. Okay, also bei Technikfragen am besten mich fragen, weil ich kenne mich da voll aus. Nicht. Und die Videografin natürlich auch, genau. Der Christian schreibt, schön, dass jeder ein wenig seine Heimat vorstellt. Gefällt mir. Ja, das ist cool. Christian, du brauchst jetzt auch YouTube. Bei dir gibt es bestimmt auch genügend zum Vorstellen. Danke, ich mache auch weiter. Ja, finde ich cool. Elisabeth schreibt, Andrea, voll cool. Und jetzt stellt sich die Frage, was kriegt die Andrea jetzt von mir für ein Lobby?
Wir haben jetzt die Merkel gehabt, wir haben den Kim gehabt. Wir haben den Elvis gehabt, den Papst. Du kriegst jetzt von mir... Was möchtest du denn haben von mir? Gummibärli. Wie heißt das auf Hochdeutsch? Gummibärchen, oder? Gummibärchen. Ja. Du kriegst jetzt von mir das hier. Шан-шан-шан, Откр, Перестройка, Горбасхов. So, nochmal. Jen. Perestroika, Wodka, Gorbatschow. Шан-шан-шан, Откр, Перестройка, Горбасхов. Du kriegst von mir den Putin. Ja. Ich habe euch gesagt, ich habe den Putin. Ja. So, gibt es irgendwelche Vorschläge? Weil sonst würde ich einfach... einen auswählen. Kurwa. Das ist polnisch. Ich habe dann nämlich noch einen im Chat. Den kennen die Podrocker noch gar nicht. Ich verfolge den schon einige Zeit und finde den richtig cool und ist ein Landsmann von mir. Also wenn es Bock habt, können wir da mal ein bisschen reinschauen. Da gibt es nämlich auch richtig Mühe. Mein Endgegner, genau. Der macht richtig geile Videovlogs aus meiner Landeshauptstadt. Ich glaube, diejenige weiß schon, wen ich meine. Wir können uns auch ganz gern was anderes anschauen, was ihr wollt. Nein, Christian, keine FSK 18 Sachen. Hier sind Kinder anwesend. Wo sind Kinder anwesend? Was machen die Kinder? Schlafen. Echt, oder was? Eieiei. Ich mag keinen den Leber an Julischka Brust. Ah, okay. Ja, sag geschwind. Machen wir schnell geschwind. Alles klar. Und zwar jetzt Anjo, jetzt konzentrieren, ja? Und da hinten auf den hinteren Plätzen ist jetzt auch mal Ruhe, da wird sie genau die Mann, gell? Jetzt wird sie da konzentriert. Da spielt die Musik. Wie oft habe ich das in der Schule hören dürfen? So, dann schaut bei mir um. Ja, der Christian Limanski hat nächstes Wochenende vor, seinen YouTube-Kanal zu gründen, habe ich gehört. So, also, da haben wir den Anjo. Foto und Videografie. Das finde ich ja total blöd, dass da die ganzen Abos... Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Schauen wir mal in die Beschreibung. Anjos Foto-Videografie, Drohnenflüge, Foto, Videowanderung, Rad- und Motorradtouren. Ist ein rein privat betriebener YouTube-Kanal und hat keinerlei Ansprüche auf Professionalität in der Erstellung der gezeigten Fotos und Videos und hat auch keinerlei kommerzielle Ansprüche. Alle Rechte... Gut. Also da haben wir das Impressum. Da haben wir ein Anjo mit 321 Abonnenten bei 139 Videos. Bist du deppert. Das ist für 139 Videos. Das Bild hängt. Das Bild hängt? Nicht mehr. Nicht mehr? Ah, okay. Mein Gott, ey, schockt's mir heute. Kruzifix. Hey, was machst du in meinem Kanal drin, du Bazi? Ja, jetzt bist fällig, Anjo, jetzt bist fällig. Bei 321 Abonnenten, du machst so tolle Sachen, was ich cool finde. So, jetzt schauen wir da mal in die Videos rein. Gibt es irgendein Video, Anjo, wo du sagst, das ist so richtig geil, das würde ich gerne vorstellen wollen? Weil sonst suche ich eins aus. Ja, danke. Ja, ich sag's euch. Ich bin heute, glaube ich, um 10 Jahre geältert mit euch. Wir haben eine Altstadttour München Part 5. Also die Altstadttour empfehle ich euch unbedingt. Die empfehle ich euch unbedingt, wer sich für München interessiert. Der Anjo hat sich so Mühe gegeben, der ist da wirklich stundenlang rumgelaufen wie ein Behämmerter und hat da wirklich Vlogs draus gemacht und erklärt da was dazu mit Fotos. Wildpark Poing, Altstadttour, also
Wahnsinn, Wahnsinn. Ammersee. Tiere. Also Anjo geht da raus in den Wald und macht da Fotos, was ich so klasse gefunden habe. Ich habe jetzt mal einen Schädel von einem Wolf gefunden. Also, ja. Schauen wir mal. Läuft wieder, Gott sei Dank. Ich bin zufrieden, so wie es ist. Mache ja auch keine Werbung und schreie nicht nach Abos. Na, das tue ich auch nicht, um Gottes Willen. Na. Das können andere machen. Wir machen das ja aus Spaß und mit Leuten, die, ja, also zu groß, glaube ich, wäre nichts. Also für mich. 4 Tage war ich unterwegs in der München-Tour. Du, dann schauen wir uns das neueste München-Video an. Das dauert 3 Minuten 33. Was hältst du davon? Machen wir das. Ja, Jörg, schau vorbei, auf alle Fälle. Jetzt starte ich einfach hier. Jetzt sind wir wieder in der Neuhaus. Und passt auf die Stimme auf. Ich finde, der Andi hat eine richtig geile, original bayerische Stimme. Ja. So, und starte ich auf der Ton passt. Straße. Schauen wir nochmal in Richtung Marienplatz hinunter, die Neuhauser Straße. Und das Hirmerhaus habe ich deswegen nochmal gezeigt, wenn man da links jetzt vom Hirmerhaus hinten sieht man das Deutsche Fischerei- und Jagdmuseum und danach eben diese schöne Kirche, sprich St. Michael mit der Wittelsbacher Gruft und der Fürstengruft von König Ludwig II. Das ist eine Kirche im Renaissance. Halt, stopp, da muss ich jetzt unbedingt dazwischen funken, Christian Limanski. Das Schönste in Bayern ist das Traunsteiner Schönraumer Hell. Das stimmt. Stil gebaut und danach kommt dann die alte Akademie und es geht weiter in die Marianische Männerkongregation Maria Verkündigung. Jetzt hätte ich bloß kurz eine Frage, also wenn du den Kanal mal anschaut, Anjo, jetzt habe ich eine Frage. Du bist ja das wandelnde Bayern-Lexikon, der wandelnde Münchner Heimatpfleger, der alles liest du das vorher durch oder weißt du das alles im Stegreif? Weil wenn ich durch München gehe, du Gott, die Frauenkirche kenne ich noch, dass der Turm 1 Meter größer ist wie der andere und der Teufelsabdruck auch noch, aber woher hast du dein Wissen? Das ist ja, liest du dir das an oder was? Also wie gesagt, wer sich für München interessiert, für das kulturelle München, wie das Oktoberfest, schaut auf den Kanal. Das ist eine religiöse Organisation, die schauen wir uns nachher an, aber jetzt sind wir da erst einmal, wie gesagt, in St. Michael drin. Das ist eine Gewölbekirche, das heißt, die hat eine Gruft unten drunter. Da sind also einiges zum Sehen. Jetzt hängt das Bild schon wieder. Eine sehr, sehr schöne Kirche, muss ich sagen. Habe ich mir gerne angeschaut. Und interessant ist überhaupt an dieser Fußgängerzone, die wurde 1966 vom Stadtrat München der Bau beschlossen für die Olympischen Sommerspiele 1972, dass da eben der ganze Straßenverkehr und Trambahnverkehr raus ist und eben eine Fußgängerzone wird. Ja, und da ist diese, wie soll ich das wieder sagen, Marianische Männerkongregation Maria Verkündigung heißt es. Also sehr schön da drin, es sind 3 so Gewölbe, Mittelgewölbe, Rechtsgewölbe, Linksgewölbe und schön zum Anschauen. Da ist hinten drin wie so ein Museum drin, kann man sich da anschauen gleich, sieht man so verschiedene Sachen. Facecam hängt. Und war echt interessant für mich. Noch nie drinnen. Ja, als Kind bin ich da oft durch die Fußgängerzone mit meiner Mutter. Ja, die Kamera hat sich gerade verabschiedet. Erster Stream, Pleiten, Pech und Pannen, gell? Trambahn noch gefahren, man kann sich gar nicht vorstellen, vom Karlsplatz runter zum Isar-Torplatz ist man da durch das Tor mit der Trambahn durchgefahren und jetzt gegenüber sieht man den hochmodernen Königshof und da jetzt den Justizpalast am Karlsplatz Stachus mit seinem riesenschönen Brunnen, da wo im Winter dann immer eine Eisbahn aufgebaut wird. Da ist dann immer einiges los da. Rechts da ist die Sonnenstraße gewesen und ja, da sind wie gesagt die Wasserspiele da, das ist ein halbrunder Torplatz. Da sieht man rechts in die Sonnenstraßen über, da schaut man jetzt durch das Tor durch, das wurde im Mittelalter gebaut. Ja, und da links geht es dann rüber zum Maximiliansplatz und
auch zum Odeonsplatz. Und damit sage ich eigentlich schon für den Part, sage ich schon wieder Servus mit den Bildern. Sind wir da, wie gesagt, am Stachels Karlsplatz und beim nächsten Mal geht es dann ein bisschen nach links rum in den nördlichen Teil von der Altstadt. Ja. Also mein Bild hängt. Schaut euch mal diese Scheiße an. Mein Bild hängt. Das tut mir jetzt wirklich leid. Jetzt gucken wir mal schnell. Der schönste. Mein Beruf ist Rentner und mein Hausterrorist jagt mich immer raus. Sie sagt sonst Bauchspeck an. Ja, genau. Sehr schöne Videos aus meiner Heimat München. Schon abonniert. Ach, Christian, du kommst auch aus München. Bayern, ist ja cool. Und ja, du nichts zu danken für die Vorstellung. Wenn es cool ist, ist cool. Da schauen wir uns das auch an. Im Ruhrpott. Also ich kann nichts dafür, dass ich hier gezeigt werde. Bin sehr überrascht, freut mich aber und sage brav Danke dafür. Nicht dafür. Im Ruhrpott sind viele Kirchen dicht. Die einzige Religion, die wir noch haben, ist Fußball. Berühmtes Zitat: An Gott kommt niemand vorbei, außer Libuda, ehemaliger Schalker Trippler. Ich kenne mich mit Fußball gar nicht aus, mal gleich zugeben. Gut gemacht, sagt der Michael Ritter. Die Cassandra schickt einen weinenden Smiley wegen meiner scheiß Kamera. Libuda habe ich als Kind noch spielen gesehen. Das war noch ein Fußballer, der den Namen verdient. Meine Fußballer, das war Rummenigge, Libarski, Ton. Ach Gott. Ton läuft, reicht. Ja gut, meine Hackfresse. Ja, aber es ist gerade ärgerlich. Ich habe jetzt gerade beschlossen, ich brauche eine Kamera. iPhone 13 Pro ist scheiße, das Webcam, habe ich gerade festgestellt. Podcasts sind modern. Sehr toll. Jetzt hoffe ich aber, jetzt kriegt nämlich der Anjo von mir auch ein Button. Und zwar für den Anjo. Das ist sogar mein letzter jetzt, oder? Der kriegt den hier. Anjo, der ist für dich. Dem bayerischen König, also uns, dem König Söder, gefällt das vornehmlichst. Du kriegst, nochmal. Dem bayerischen König, also uns, dem König Söder, gefällt das vornehmlichst. Du kriegst von mir den Markus, gell? Ach, das mit der Kamera tut mir jetzt echt leid, Rudi. Das tut mir jetzt echt leid. Aber ich kann das jetzt auf die Schnelle ja gar nicht so hinkriegen. Ich könnte es mal ganz kurz probieren. Aber das nervt mich jetzt. Ich wo immer sage, Apple ist so cool. Ja. FaceTime, jetzt pass auf. Ich probiere es mal, Entschuldigung. Nö. Bei FaceTime erkenne die Kamera auch nicht. Ja, die Kamera neu einstecken, genau das Problem habe ich jetzt schon mal gehabt. Und dann wollte nicht. Ach ja. Ich sag's euch. Naja, gut. Podcasts sind modern. Aber ich würde jetzt ganz ehrlich sagen, Jungs, jetzt schau mal, wenn jetzt noch keiner da starte mal neu, wir gehen Bier holen. Nee, nein, spinnst du? Er ist der erste Stream, 1,5 Stunden. Weißt du eigentlich, wie schweißgebadet dass ich war? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber Christian, das wirst dann du am nächsten Wochenende sehen, wenn du mit deinem Stream startest. Auf den wir schon alle warten. Also ich mache jetzt da ganz viel Werbung, gell? Also, wenn ihr noch irgendwie ein Video anschauen wollt oder Bock habt, würde ich sagen, können wir noch eins anschauen oder so. Und die Dani hat doch auch noch ein Handy. Ja, aber die hat ein Samsung. Also Michael, ich weiß jetzt auch nicht. Ein Samsung an den Mac anstecken, das ist ja wie... Ja? Außerdem, wer sagt, dass du mein Handy kriegst? Genau, erstens kriege ich das Handy gar nicht und zweitens, da wäre jetzt ja den Mac schlecht, wie du ein Samsung einsteck. Ja, eher wenn er deine Fresse sieht, da explodiert er mein Handy. Epo von Elgato. Ja, irgendwie so ein Cam brauche ich. Also ich weiß ja auch nicht, es tut mir jetzt wirklich leid. Aber wenn ihr Bock habt so auf Stream oder so, dann würde ich da auch was anderes dranhängen außer mein Handy. Ach, Samsung, ne. Genau.
Soll man so irgendwas anschauen? Habt ihr irgendwie Lust oder irgendwelche Ideen? Ansonsten 1,5 Stunden ist es nicht lang. Aber fürs erste Mal, glaube ich, raus mit den schmutzigen Ideen, Christian. Jetzt sag's uns. Dazu, meine lieben Bürger und Bürgerinnen, sage ich einfach, das ist spitze. Der Druck wird größer. Ach so, Stream Deck Software. Okay, ja, Elgato habe ich angeschaut, stimmt. Also ja, die ganzen Stream Deck Sachen und so. Ja, ich muss da mal gucken. Wie gesagt, wenn Interesse besteht oder so, ihr hättet irgendwie voll Bock, dann klappt das ja. Das tut mir jetzt echt leid, aber es war am Anfang schon. Stream starten, Fehlermeldung, dem ja scheiße, es ist 2 Minuten nach 8. Bah. Du hast mir gerade was geschickt, Jörg, okay. Auf WhatsApp, YouTube, Instagram. Schau mal oben. Moment. Ich schau mal oben. Schau mal oben. In der Brust steht, dass mein Moderator pennt. Schau mal oben. Hilf mir mal, ich schau nach oben. Sag mal, Bur, hast du mal Lust, eine gemeinsame Tour machen, zum Beispiel in und um Traunsteuer rum? Denke, das wird lustig werden. Du, Anjo, jederzeit. Also, meine Tour schaut jetzt so aus. Erst einmal gehen wir ins Hofbräuhaus, dann gehen wir in den Storner Keller, dann gehen wir weiter an, was gibt's denn noch? Ins Bürgerhaus, an Seilerkeller. Also, ich schaffe ungefähr 500 Meter. Hau mal den Link nochmal bitte rein, Jörg. Schau mal bei dir. Vielleicht musst du den Link freigeben. Ich glaube, dass die Dani den Link freigeben muss. Die hockt nämlich auf der Couch und schaut. Na, ich hab doch gar gesehen. Über Moody ist nichts. Da steht sehr toll. Ach nee, wo ist der Link? Wo ist der Link? Ich sehe den nicht, Jörg. Ich sehe das nicht. Na, Anja, das können wir machen. Du, auf alle Fälle, das können wir machen. Wir können ja auch mal wieder einen Tierpark fahren. Nach Salzburg. Aber das sind die Nashörner so aggressiv. Und hast du einen Link gefunden? Normalerweise gibt es einen Link zum Freigeben. Ja klar, logisch. Schau, Anja. Du, Jörg, jetzt gehen wir das bei Google einfach so ein, ohne Link. Jetzt sagst du einfach, was ich eingeben soll. Jetzt gebe ich ein Rudi. Was gebe ich noch ein? Vielleicht kriege ich ja Hilfe über dem Rudi. Ja, genau, Seiler Keller. Der Christian kennt sie aus. Christian, für die wäre jetzt auch mal wieder Zeit zum Runterkommen. Weißt du das? Jetzt hättest du ja die Woche Urlaub gehabt, oder? Also das mit der Kamera tut mir jetzt so leid, aber ich kann es da auf den Desktop umschalten, aber das hat sich voll aufgehängt, das tut mir so leid. Ja, wir sind da relativ vormittags hier, weißt schon, da waren noch nicht so viel Leute, aber dann, dann war es schon viel. Aber das war da, wo dann 3 Tage später der tödliche Nashornunfall passiert ist. Wobei, ich habe mir so das Schmunzeln verkneifen müssen, weil, ja gut, es ist tragisch, aber die haben halt das Nashorn mit Sonnenschutz eingecremt. Und dann denke ich, Nashorn eincremen, das ist genauso wie wenn der eine sagt, du, ich gehe jetzt einen Puma streicheln oder ich gehe jetzt den Löwen die Zehennägel schneiden. Das sind nicht Wildtiere, gell? Den Ehrenwerten. Meinst du, dass der da aus dem Pott rauskommt? Schauen wir, ob der Jörg das noch findet. Rudi Völler Ausraster. Da ist der No Media. Da ist der Dronegrapher, Kamerakinder, Licht gebildet. Steckis Picture, Bildnagel, Guido Ebner, Adlunim, Fotokoch. Regensburg Now in Sen. Okay, das soll ich eingeben. Jetzt bin ich gespannt. Das soll jetzt alles schreiben. Regensburg
Sen. Oh, da soll der ganze Bibel abtippen. Sen City Tour. Früher. Jetzt pass auf, da haben wir schon mal. Wie ist es heute? Regensburg. Von Zeitraffer, Reise, Video, Travel. Okay. 8 Minuten 43. Wenn ihr Bock habt, schauen wir uns das vom Jürgen an. Wie schaut's aus? Und dann machen wir den Disclaimer, dann machen wir den Aufreger der Woche, das Fundstück der Woche und dann werden wir 20 Videos anschauen und dann bewerten. Gell? Also, dass ihr Bescheid wisst, was heute noch ansteht. Nee, Spaß. Ui. Laut, oder? Zu laut? Das ist dein Zweitkanal, okay? Mein Notstromaggregat, ja. Na, jetzt kommt eine anständige Webcam her. Wenn ich das öfters mal, Entschuldigung, wenn ich das öfters machen soll, dann braucht man eine Webcam. So geht es nicht. Ich bin jetzt bloß ganz kurz austreten, gell? Jetzt hätte ich bloß eine kurze Frage. Ich finde das geil. Ich habe sowas auch mal vorgehabt. Livestream jeden Tag, jeden Samstag 20 Uhr auf dem Kanal von Christian Limanski. Ihr seid alle herzlichst eingeladen. Die Werbung wird morgen auf RTL laufen, Christian, und dann treffen wir uns. Jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen. Entschuldigung. Jörg, das Problem ist, ich wollte es auch schon machen, aber du musst an die alten Fotos rankommen. Und das an die alten Fotos ranzukommen, ist immer das Problem. Wie bist du da an die alten Fotos rangekommen? Hast du da so gegoogelt oder wie hast du das gemacht?
echt cool. Sowas über Traunstein wäre cool, ja? In Benöring habe ich ja Zugriff gehabt aufs Archiv. In Traunstein noch nicht. Mhm. Jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen. Also in meinem Dorf, wo ich vorher gewohnt habe, bin jetzt nach Traunstein umgezogen, habe ich auch Kontakt zum Heimatpfleger gehabt. Die waren total froh, dass sich jemand interessiert hat dafür. Und am Montag werde ich im Traunstein im Archiv mal anrufen, aber ja, mal schauen. Dann, jetzt haben wir da einen Haufen Leute, finde ich klasse. Zitronen Coyote Media, die Idee ist cool, muss ich auch mal ausprobieren. Brauchst du alte Aufnahmen dazu, genau. Elmshorn wäre auch interessant in Planung, wäre richtig cool. Der Anjo ist da auch schon rumgelaufen. Wo warst denn du noch nicht, Anjo? Sag einmal. Du bist ein richtiger Rumtreiber. Ich habe da jemanden gefunden, der mich unterstützt. Ja, genau, das sind, ich sag's euch wirklich, das sind die Connections. In Traunstein habe ich die leider noch nicht. Aber finde die voll cool. Dann kommt ja da die nächste Zeit einiges Neues. Ich soll das Video weiterlaufen, weil das fasziniert mich. Schaut mal, das Kapitol. Kapitol, ist es nicht ein Kino gewesen? Jetzt muss ich ganz schnell zurück. Entschuldigung, weil was mir jetzt gerade voll fasziniert bei dem Bild, ich war schon, ich nerv einfach, das ist schrecklich. Aber schaut mal, was mir ja immer so gut gefällt, das sind die alten Geschäfte, Bayerische Versicherungsbank Allianz. Gibt's heute noch. Da, wenn man sich die Autos anschaut und vor allem die Autos, gerade wenn man sich so alte Aufnahmen Berlin und so anschaut, was für Marken das immer noch gibt. Norma, das Schild, wie das ausschaut. Heute undenkbar, so ein Schild zum Hinklatschen. Heute wird jeder Schriftsetzer, jeder Werbedesigner sagen, um Gottes Willen. Hier die alten Schriften. War ja ganz modern, hängen Traunstein auch noch teilweise rum. Da hinten, da sehe ich mein Lieblingsgeschäft. Das gibt's nicht mehr. Das gibt's einfach nicht mehr. Und zwar der Wienerwald. Wie geil war das als Kind? Kinder, habt's Hunger? Ja, wir haben Hunger. Ja, dann fahren wir schnell in den Wienerwald. Heute bleibt die Küche kalt. Heute ist da wahrscheinlich ein Dönerladen. Der Netto. Ukraine-Krieg war das, okay. Stopp, jetzt habe ich was entdeckt. Ha, das ist ja witzig. Jetzt warte mal, schauen, ob wir da hinkommen. Hier, Chiemseer Bier. Genau das habe ich gerade in Moskau. Chiemseer Bier. Genau das. Danke, Michael. Wirklich, ich habe mir seit 2 Tagen jetzt Mühe gegeben. Wie gesagt, wenn euch sowas irgendwie gefällt oder so, liebend gern, weil ihr seid wirklich alles und jetzt schleime ich richtig rum, coole Leute. Der Elmshorner Stadtarchiv lehnt eine Kooperation leider ab, wegen dem Urheberrecht von den Fotos. Ja, die Fotos sind über 100 Jahre alt, da gibt es kein Urheberrecht mehr. Gibt's nicht. Ich glaube sogar ab 70 Jahren, 80 Jahren. Dani, ab wann läuft es ab, Urheberrecht? Keine Ahnung, aber durch Fenster fliegen. Ja, ja. Richtig, Wienerwald. Heute bleibt die Küche kalt. Der Anjo schreibt, ich finde es immer gut, so wie es andere sehen, was man selbst gesehen hat. Ja, definitiv. Prost, wünsche ich euch auch. Ich wünsche mir noch ein halbe Bier.
Stimmt, Michael, das wäre auch ganz interessant. So, Jörg, jetzt bist du gefordert. Mit der Überblendtechnik. Du musst doch da ewig mit der Kamera rumlaufen. Also ich verstehe von Fotografie gar nichts, aber du musst doch eigentlich schon mal das richtige Objektiv drauf haben, oder? Dass das eigentlich alles zusammenpasst. Oder machst du das alles dann in der Nachbearbeitung? Da kannst du auch viel dann Strecken zehren, drüberlegen. Das würde mich auch interessieren. Weil du musst ja genau die gleiche Stelle finden. Eigentlich bräuchtest du das gleiche Objektiv, damit du den gleichen Winkel hast und alles. Das wäre echt interessant. Und Holsteiner Fotodern, der Fotograf muss 70 Jahre tot sein. Leider leben die hier zum Teil noch. Ja, gibt es da nicht Leute, die da ein bisschen nachhelfen? Entschuldigung. Danke. Entschuldigung, das sind doch verschiedene Masken. Ja, habe ich auch kurz überlegt. Jörg schreibt, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe die Fotos auf dem Handy gehabt und habe mir dann die entsprechende Perspektive rausgesucht und dann im Videoschnittprogramm passend bearbeitet. Bei Postkarten, die zum Teil über 100 Jahre alt sind, hat man ja zum Glück keine Probleme. Du, ich habe wirklich Postkarten. Da wollte ich mal fragen, ob ihr zwei Bock habt, scanne ich ein paar alte Fotos ein, die weit über 100 Jahre alt sind. Und dann könnte man uns die auch mal zusammen anschauen. Also wenn ihr zwei Bock habt, da sind wirklich Sachen dabei. Jörg, ich glaube, dein nächstes Video wird mal so ein Tutorial. Du siehst das an Haufen Leute da, die interessiert ist. Mach da mal so ein Tutorial draus, wie du das gemacht hast. Also mich würde das interessieren. Ja, also krass. Also wenn ich das auch so hinkriege, wirklich da bei Torbögen, der Übergang. Der Übergang ist ja das Interessante. Hier auch schön, aber ich meine, das ist jetzt Jammern, gell? Also wirklich so beim Haus zum Beispiel oben, da knickt es ab und da erkennt man die Überlagerung, da passt es nicht. Und das, glaube ich, ist irgendwie die Sache mit dem Objektiv, wo ich gemeint habe. Das, glaube ich, kriegt man nie so hundertprozentig hin. Vielleicht bräuchte es da die Originalausrüstung dafür, weiß ich nicht. Aber wenn es jetzt so bewegt ist, als bewegtes Bild, ist ja das noch. Also ich finde das super. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das noch fertig an, oder? Ach, da haben wir einen bayerischen Adler gehabt. Den Adler aus Braunau.
Cool. Das war jetzt inspirierend. Super, danke Jörg, klasse. Auch wenn der Kanal nicht mehr aktiv ist. Vielleicht kommt da wieder was. Und überleg einmal, vielleicht hast du echt mal Bock, so ein Tutorial zu machen. Vielleicht hast du echt einmal Bock drauf. Und Christian Limanski, danke. Ich gebe mir echt sau viel Mühe, brutal. Und mir tut es so elendig mit der Kamera leid, aber meine Hackfresse kennt eigentlich eh schon jeder. Ja, ist wirklich cool gemacht. Ist richtig cool gemacht. Und Anjo, für Filmora brauchst du nicht wirklich so viel die Erfahrung. Also ein bisschen Erfahrung schon, aber es ist machbar. Ich habe angefangen mit Sony Vegas Pro, dann habe ich weitergemacht mit DaVinci Resolve, dann habe ich Probleme gehabt mit Mac, dass Resolve gelaufen ist, dann bin ich umgestiegen auf Final Cut Pro, wo ich bis jetzt am besten klarkomme und bin jetzt dabei seit 6 Monaten mit Adobe, Premiere, After Effects und den ganzen Scheiß und bei Premiere. Ich habe einfach die Zeit nicht. Ich mache ein Video, dann starte ich Premiere, versuche wieder reinzuwurschteln und dann bräuchte das Video, glaube ich, 2 Monate, bis da was rauskommt. Also, das Videoschnitt, der eine schneidet so, der andere so. Kann man so jetzt nicht sagen. Schneid mit dem, mit was du am besten klarkommst. Und wenn ich mir deine Videos anschaue, hallo, was willst du mehr? So, Jungs, jetzt haben wir es kurz vor 10 und Mädels. Wie schaut's aus? Habt's noch irgendwas? Dann würde ich sagen, so Richtung 10 Uhr, 2 Stunden für den ersten Stream. Ich bin leider kein 5-Stunden-Redner. Deswegen bewundere ich den Ehrenwerten so, der das so brutal hinbekommt. Ja, du, wenn iMovie reicht, klar, logisch, mach das, wo du am besten klarkommst. Und ich finde immer so, du musst mit dem Programm arbeiten können und das rüberbringen können mit dem Programm, was du willst. Und irgendwann stößt man an die Grenzen, wo man denkt, verdammt, ich will aber das und das machen, weil ich das in dem Video will, aber das Programm kann es nicht. Ja, es gibt nicht die Wollmilch legende Eiermilchsau. Wie heißt das Viech? Wolperdinger hast du in Bayern. 2 Stunden sind wir erst gerade... Ja, als Podrocker sind wir jetzt gerade erst warm gelaufen. Aber hey, das ist mein erster Stream. Christian, das kriegst du so zurück von mir. Klar, ich mache Werbung. Nächste Woche auf deinem Kanal. Wirklich. Also Jörg, du darfst dir jetzt noch aussuchen. Willst du die Merkel, den Kim, den Putin, den Papst, den Elvis oder den Söder als Belohnung? Darfst du aussuchen. Ja, was Kleines wird schon noch gehen. Ja, vielen Dank, danke. Ja, 5 Stunden, ich schlafe meistens dann. Also, wenn ich Nachmittag ein Stündchen schlafen kann, dann halte ich es durch. Aber wenn der ganze Tag durchgeht, mit Kindern und so weiter, ja, dann wird es manchmal schon ein bisschen... Finde ich aber trotzdem cool. Gib alle, ich bin's... Chat, jetzt... Wirklich, 13 Zuschauer, seid ihr behindert, geleck, Alter, die sind ja deppert, Dani. 13 Zuschauer. Ich habe mit einem gerechnet, das warst du. Ha? Tja. 3. Okay, Chat, soll ich jetzt an Jörg alle Goodies geben, alle Belohnungen? Was meinst du? Ja, morgen ist Sonntag. Du musst trotzdem arbeiten. Den Kim. Okay, dann kriegt der Jörg jetzt von mir den Kim. Das nenne ich super. Super, super, super. Checkt mal rüber. Ich habe es in der Aufregung vergessen. Und okay, dann machen wir jetzt nochmal alle. Dann machen wir jetzt nochmal alle für euch als Abschluss, als Dank. Ihr seid 14 zu, ihr seid bescheuert. Deppert, ihr seid so deppert. Dazu, meine lieben Bürger und Bürgerinnen, sage ich einfach, das ist spitze. Das nenne ich super. Super, super, super. Wir finden das super.
Yeah, that's cool. Rock Babble über Bam Bam Bang. Шан-шан-шан, Откр Перестройка Горбасхов. Dem bayerischen König, also uns, den Königssöder, gefällt das vornehmlichst. Willkommen. Jetzt guckt man noch. Der Chris schreibt, der Söder ist geil. Ja. Naja, der Söder ist ein Franke. Ich bin Oberbayer. Fränke. Schon gemacht. Weg ist er. Und weg ist er. Wer ist weg? Achso, okay. Anjo, okay, dann sage ich einmal Servus und bis zum nächsten Mal. Anjo, du rühr dir auf alle Fälle Traunstein. Ich melde aber gern. Da kann man zusammen Traunstein vorstellen. Hätte ich voll Bock drauf. Melde die einfach. Und vielen, vielen lieben Dank. Und nochmal viele Grüße an alle, die heute nicht dabei sein können, haben heute. Und ganz viele Grüße nochmal an den Uwe, den Ehrenwerten. Und jeder, der noch nicht dabei war, Samstag beim Podrock, ich hau unten den Link rein vom U-Rock, wer sich für Fotos interessiert, ja klar, alle Abonnenten, logisch, klar, mache ich. Und jeder, der sich auch für Fotografie interessiert und die durchgeknallten Fotografen, schaut's vorbei. In diesem Sinne, mir hat sau viel Spaß gemacht und wenn es euch wieder mal Spaß macht, schreibt unten Vorschläge rein und ich bin für jeden Scheiß zu haben und ich hoffe, mein Hochdeutsch war gut genug und ihr habt es ja einigermaßen verstehen können, aber wenn ich Borisch rede, dann versteht es ja gar nichts mehr, oder? Der Borisch ist ja nicht wie Borisch schwarz. Ja, der halbe Chat da, was? Hier und dann, ja, der Chat leer. Ja. Ja, was machst du denn dann? Ja, du hast Streamer, was? Dann ist der Chat leer. Also ich hoffe, ihr habt sie verstehen können. Also, habe Dere. Schönen Abend.